Und willkommen zurück zu Zurück in die Zukunft, dem Spiel. Im letzten Part hat uns der junge Emmett McBrown endlich mal ein offenes Ohr geschenkt. Soll heißen, er ist endlich mal ein bisschen offener zu uns, auch wenn er gerade wie ein totaler, naja, Hampelmann gerade da stand. Und ja, gegen ein bisschen Hilfe von uns will er auch uns helfen. Das Problem ist nur, habe ich das echt noch richtig verstanden, der will 95% Alkohol von uns haben? Das war ein Scherz, oder? Das ist vielleicht eine blöde Frage, aber hättest du keinen Raketenbohrer entwerfen können, der keinen Treibstoff benötigt, der illegal ist? Illegal. Was hat das Gesetz mit Wissenschaft zu tun? Wissenschaft hat ihre eigenen Gesetze. Gerade Sie sollten das wissen. Das sagt ja der Richtige. Oh mein Gott. Jetzt weiß ich zumindest, wieso sein Vater dagegen ist, dass er Wissenschaftler wird. Hey. Mit der Einstellung, naja. Aber könntest du den Motor nicht so optimieren, dass er mit etwas anderem läuft? Womit denn? Weiß nicht. Benzin? Benzin. Schnee von gestern. Sie werden sehen, ab 1940 werden Autos mit purem Alkohol betrieben. Na, ich hoffe doch mal nicht. Also wenn dem wirklich so sein sollte, ich meine, wir sind ja in der Vergangenheit, nicht wahr? Wir können die ja so umändern, dass sie nach seinen Vorstellungen entspricht und dann, ja. Ich meine, wir haben heute schon Probleme mit Alkoholvergiftungen und so. Oh mein Gott, und wenn die Leute zukünftig direkt aus dem Autokühler, Dingsbums, direkt aus dem Auto saufen. Nee. Was ist mit Kid Tannen? Was wissen wir über ihn? Er ist laut, widerwärtig und nicht sehr schlau. Und er hasst es, wenn man ihm in die Quere kommt. Ja, das ist auf jeden Fall ein Tannen. Jo, sowas in der Art dachte ich gerade auch, Marty. Einige von meinen Patentamtkollegen fragen sich, was dich auf einen Raketenbohrer gebracht hat. Das war das Buch Die Reise zum Mittelpunkt der Erde von Jules Verne. Es war wie eine Offenbarung. Ja, das haben wir uns auch gedacht. Wieso ist die Musik so bedrohlich? Etwa nur weil Kid Tannen im Hintergrund ist? Hast du schon die Zeitmaschine gelesen? Hast du die Zeitmaschine gelesen? Von Wells? Noch nicht, aber ich habe es vor. Aber natürlich still und heimlich, damit sein Vater nichts von mitkriegt. Diese Vorladung ist für Arthur McFly? Haben Sie ihn gesehen? Kurz einmal in der Suppenküche, aber ich glaube, er hält sich wieder versteckt. Gut kombiniert, Einstein. Nee, das ist der da. Das war nicht schlecht. Was weißt du über Arthur McFly? Zertifizierter Buchhalter, machte seinen Abschluss 5 Jahre vor mir an der Hill Valley High. Er scheint ein netter Kerl zu sein. Wie kam es, dass er jetzt mit Kid Tannen zu tun hat? Wer weiß, manchmal kommen Menschen unverschuldet in eine Situation und schaffen es nicht heraus. Die sind ungefähr im gleichen Jahrgang. What the hell, wie alt ist denn der Alte? Musst du oft Vorladung zustellen? Mein Papst lässt mich immer die Drecksarbeit machen. Er will, dass ich mit verschiedenen Menschen zu tun habe. Aber bis jetzt habe ich nur mit vielen Schimpfwörtern zu tun gehabt. Ja, dann bist du auf dem richtigen Weg, wenn du nicht Anwalt werden willst, nicht wahr? Warum sagst du nicht einfach nein, wenn dir diese Arbeit nicht gefällt? Was denken Sie, ist das Schlimmste, das mir dabei passieren kann? Du könntest erschossen werden. Ja nun, das ist nichts im Vergleich zu dem, was passiert, wenn ich meinen Papst widerspreche. Ach du Scheiße. Irgendeine Idee, wo wir Artie finden? Nein, wenn wir nur an ihm dranbleiben könnten. Das könnte wohl nur über Kid Tannen funktionieren, was ein bisschen... Wir stellen diese Vorladung zu. Oder mein Name ist nicht? Michael Corleone! Bingo. Ja. Ja. Mit Kid Tannen zu quatschen könnte ein bisschen waghalsig sein. Was, Eini? Wie geht's, Eini? Einig? Kurz für Einstein. Einstein, natürlich! Weil er auch ein Patentbeamter war, so wie Sie. Wie jetzt der Hund? Ja. Und der soll clever sein, ja. Okay. Arthurs Vorladung. Ich muss diese Vorladung zu Arthur McFly bringen, damit der junge Doc mir hilft, den alten Doc aus dem Gefängnis zu befreien. Natürlich ohne, dass der junge Doc das weiß, nicht wahr? Das wäre ein bisschen suboptimal für das Raumzeitkontinuum, wa? Weil das zu beschädigen... Oh! Die gute Edna, vielleicht weiß die ja etwas. Hey, Miss Strickland.
Oh, hallo, Mr. Corleone. Lenken Sie keine unnötige Aufmerksamkeit auf mich. Ich bin an einer sensationellen Story dran, wie wir von der Presse sagen. Die Sensation? Ich habe Gerüchte gehört, dass etwas Seltsames in der Suppenküche der Schwestern der Barmherzigkeit vorgeht. Es gibt eine neue Geschäftsführung und... Oh, wir sollten keine voreiligen Schlüsse ziehen, bevor wir nicht die Fakten kennen. Ich bete, dass es nur ein Gerücht ist. Diese Suppenküche ist die Speerspitze im Kampf für die gute Sache. Was wird aus dem Finger vom Fuselverband ohne sie? Ganz zu schweigen von all den Einrichtungen, die meine Suppenlieferungen brauchen. Das wäre der Weltuntergang. Garantiert. Sie liefern Suppe aus? Das ist einer meiner vielen kleinen Beiträge für die gute Sache. Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper, hoffe ich. Ich hole Behälter mit heißer Suppe in der Küche ab und liefere sie überall hin. Zum Hill Valley Waisenhaus, die Ranch des heiligen Franz Xaver für ungewollte Kinder, das Foggy Mountain Heim für unheilbar Irre, das Shady Acres Altersheim. Ach, ich kann mich kaum an alle erinnern. Es ist eine große Aufgabe. Als junge Dame füttert sie also elternlose Kinder und als alte Schrapnelle schreit sie diese an. Tolle Entwicklung, 1A. Haben Sie die Geschichte fertiggestellt, für die Sie mich interviewt haben? Über Carl Sagan? Ja, aber diese starrsinnigen Redakteure haben sie abgelehnt. Sie sagen, mein Artikel wäre einseitig und dass ich einen mutmaßlichen Brandstifter verherrliche. Als würden ihre Artikel nicht ständig den kriminellen Abschaum verherrlichen, der die Stadt kontrolliert. Das macht mich so wütend, ich könnte schreien. Was ich natürlich nie machen würde. Das wäre Ruhestörung und es ist... Ja, was ich nie machen würde. Hust. Ich kann Ihnen mit der Suppe helfen. Ups. Ich arbeite viel für Wohltätigkeitsorganisationen. Oh? Welche? Die, Super Mario Brüder. Ach ja, die Italiener tun so viel Gutes. Wenn Sie es arrangieren könnten, dass ich die Suppenbehälter abholen kann. Immer ruhig mit den jungen Pferden. Wir wollen nichts überstürzen. Ich leite den Suppenfahrdienst in dieser Stadt und ich überlasse es nicht einfach einem Neuling. Aber wenn Sie gute Kontakte zu den wohltätigen Einrichtungen haben, Ja? Sie können mir Bescheid geben, wenn Ihnen die Suppe ausgeht. Ah ja, rufen wir doch einfach mal Mario und Luigi an, wa? Alter Scheiße. Was? Was ist der Finger vom Fuselverband? Sie haben noch nicht vom FVFV gehört? Er leistet wundervolle Arbeit. Dort werden aus hoffnungslosen betrunkenen Landstreichern ehemalige hoffnungslose betrunkene Landstreicher gemacht. Ich bin ein Gründungsmitglied, aber das heißt nicht, dass ich... naja, Sie wissen schon. Bisher trafen wir uns immer im Keller der Suppenküche der Schwestern der Barmherzigkeit. Aber aus irgendeinem Grund lassen uns die neuen Betreiber nicht mehr dorthin. Jetzt haben wir keinen Treffpunkt. FVF? What the hell? Tut mir leid, was da hinten mit Einstein passiert ist. Keine Ahnung, was da in ihn gefahren ist. Ich habe jemanden gefunden, der ihn ablenken kann. Ja, ich habe jemanden gefunden, der ihn ablenkt. Sehr gut. Jetzt zeig mal, was du mit der Rechentafel kannst. Da haben sich ja zwei gefunden. Ups, ja, jetzt habe ich vorhin nicht genau zugehört. Was? Ich weiß, wo ihr euch treffen könnt. Ich kenne einen Ort, wo sich der FVFV treffen kann. Ach so. Oh, wo denn? Ich dachte schon, Martin war das irgendwie so, dass sie sich mit dem Mario Brothers treffen könnte. Ja. Sie können sich im Park treffen. Nein, das wäre nicht so gut. Da schlafen viele der Mitglieder. Ups, ich glaube, das hätte sie besser nicht gesagt. Ich kenne einen Ort, wo sich der FVFV treffen kann. Oh, wo denn? Alter, ist ja der reinste Laberpart hier. Sie könnten sich im Gefängnis treffen. Ich denke, die hätten bestimmt eine freie Zelle. Nein, einige der Fuselfreien verbinden schlechte Erfahrungen mit dem Gefängnis. Wen wundert's? Ich kenne einen Ort, wo sich der FVFV treffen kann. Oh, wo denn? Langsam gehen mir die Auswahlmöglichkeiten aus. Sie könnten sich in der illegalen Bar treffen, die letzten Mittwoch explodiert ist. Na, das wäre doch Ironie des Schicksals. Aber ich fürchte, das Gebäude ist einsturzgefährdet. Ich kenne einen Ort, wo sich der FVFV treffen kann. Oh, wo denn? Das Brown-Anwesen. Sie meinen das Haus von Richter Brown? Ja, ich bin zufällig mit seinem Sohn befreundet. Und er hat mir erzählt, der Richter würde liebend gerne sein Anwesen zur Verfügung stellen für Hust, hust. gute Sachen, wie die Ihre. Wirklich? Das ist die großzügigste und wohltätigste Geste seit Ewigkeiten. Bitte sagen Sie Ihrem Freund Emmett, dass wir annehmen. Das Treffen beginnt nicht sofort. Die Leute haben also etwas Zeit, alles einzurichten.
Ja, das finde ich gut, weil ich habe sowieso nur noch Zeit bis morgen früh. Übrigens, wie viel Zeit haben wir überhaupt? Du musst Suppe ausliefern. Ich kenne tatsächlich eine Einrichtung, die mehr Suppe braucht. Oh, welche? Da bin ich aber auch gespannt. Ja, gibt es noch mehr Auswahlmöglichkeiten? Anstalt, Altersheim, Kinderfarm, das Waisenhaus. Finger vom Fusselverband. Der Finger vom Fuselverband. Gut, dass Sie an sie denken. Aber es dauert noch etwas bis zum nächsten Treffen und wir wollen ja nicht, dass Sie kalte Suppe essen. Vor allem frage ich mich, was hat das Ganze mit unseren Problemen zu tun? Wir brauchen Alkohol und nicht irgendwie Suppe. Sie haben mich darum gebeten, Ihnen zu sagen, welche Einrichtungen Suppe brauchen. Wer muss von meinem Suppenfahrdienst besucht werden? Das Waisenhaus. Meine Güte, diese Kindchen haben aber einen Appetit. Okay, Edna, denk einfach an all die armen Seelen und halte die Luft an. Mr. Donnelly? Und kippt dabei nicht um, wa? Hä? Suppe in dem Bierfass? Ah. Ich glaube, wir haben unseren 95%igen Alkohol gefunden. Und zumindest mal den Behälter, Marty. Ja, sieht gerade ein bisschen seltsam aus. Teleportieren kann er sich auch noch. Finde ich auch nicht schlecht. Achtung! Voll überfahren. Nein, 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 zuerst gehen wir kurz zum Dock. Im Laufschritt gehen wir zum alten Dock. Dass uns noch keiner hier angeschrien hat, war von den Beamten und so. Psst, Doc! Ich brauche Alkohol, Mann! Ihr Verdurste! jüngeres Ich braucht 95%igen Alkohol für seinen Raketenbohrer. Das könnte ein Problem sein. Ich weiß, wir sind beide minderjährig. Ach, was minderjährig. Es ist 1931 und Alkohol ist im ganzen Land verboten. Bist du dir sicher, dass du bald deinen Highschool-Abschluss machst? Das war doch nur ein Witz, Doc. Ein Witz? Selbst wenn ich 100 werde, das bin ich schon fast, werde ich niemals verstehen, warum Teenager aus allem einen Witz machen. Ja, das hat sich ja 1931 auch nicht geändert, wa? Beziehungsweise ändert sich später nicht. Ich meine, ich muss ein bisschen aufpassen mit dieser Zeitgeschichte. Was? Hat mein Großvater gesehen? Schon wieder. Wegen Kid Tannen, ja, das ist ein kleines Problem. Edna Strickland, Notizbuch. Oh. Was hat es eigentlich mit diesem Idioten Kid Tannen auf sich? Biffs Vater? Nächstes Jahr um diese Zeit wird er schon lebenslänglich in St. Quentin sitzen. Darüber gab es sogar einen Song. Moment, wenn Biff 1938 geboren wird und Kid im Gefängnis sein wird? Ich erinnere mich, dass er 1937 für etwa 3 Stunden aus dem Gefängnis entkam. Das werden 3 anstrengende Stunden. Ach, wirklich? Oh je, Marty, ja. Egal, sei es drum. Was wissen Sie über Edna Strickland? Edna? Wir hatten nie miteinander zu tun, als ich jünger war. Sie war etwas älter als ich und wir verkehrten in unterschiedlichen sozioökonomischen Kreisen. Warum fragst du? Sie hält sie für einen Held, weil sie die illegale Bar niedergebrannt haben. Sie schreibt eine Story über sie. Eine Story? Oh, jetzt erinnere ich mich. Frag Edna. Die Kolumne über gutes Benehmen, die zu einem Ort für Abstinenztiraden wurde. Sie glaubte, dass das Trinken von Alkohol zum unausweichlichen Niedergang der Gesellschaft führen Klingt wie würde. ein lustiges Mädchen. Du hättest sie sehen sollen, als in den 60er Jahren die Hippies auftauchten. Sie ist fast verrückt geworden. Das würde einiges erklären. Ja, das habe ich gerade auch gedacht. Das würde einiges erklären. Auch wenn das die falsche Zeit und der falsche Ort ist. Ich habe ihr Notizbuch gefunden. Ah, da habe ich es also gelassen. Warum hast du es hergebracht? Weil die Bank all ihre Sachen verkauft. Das können sie nicht machen. Das habe ich versucht, ihnen klarzumachen. Behalt es erstmal. Wir kümmern uns um die Finanzen von 1986, nachdem wir mich 1931 vor einem grausigen Tod gerettet haben. Jo, guter Plan, Alter, weil sonst, wenn du hier stirbst, brauchst du dir nie mehr Gedanken über zukünftige Ausgaben zu machen. Ohren steif halten, Doc. Ja, was soll er auch anders tun? Der Part hat so langsam aber sicher beendet, aber ganz ehrlich, Leute, ich habe in diesem Part noch überhaupt nichts geschafft. Was zwar auch meine Schuld ist, aber naja, ihr kennt das ja, nicht wahr? So, jetzt gehe ich aber trotzdem zuerst noch mal kurz in die Suppenküche, nicht wahr? Oh ne, das mit der Maus hier ist ein bisschen umständlich. So! Ich brauche Alkohol, Mann! Gib ihn mir! Und ich suche Arthur McFly. Was will der jetzt hier?
Hey, Q-Ball. Was? Der Laster ist gerade mit einer neuen Ladung Suppe angekommen. Suppe? Nun, das ist die normale Suppe und das ist die spezielle Suppe. Richtig, Spezialsuppe. Hey, was tust du da? Ich würze die Suppe. Das ist mein Geheimrezept. Hör zu, das hier ist nicht das Ritz. Und wir wollen diesen Idioten keine Gourmetsuppe geben. Der Boss muss sein Geschäft wieder aufbauen. Also lass den Mist und mach deinen Job. Okay. Probier nur mal die Suppe. Und? Ah, jetzt verstehe ich, warum du das Rezept geheim hältst. Hat doch garantiert Alkohol drin. Wer will da was drauf wetten? Okay. Das ist es also. Das ist der 95%ige Alkohol. Da wette ich was drauf. Die Frage ist, wie bekommen wir ihn? Schüssel? Entschuldigung, Ja? könnte ich etwas Suppe haben? Das ist deine Suppenküche. Was glaubst du also? Oh. Ah. Was ist das für eine Suppe? Schmeckt wie... Minestrone? Ich wollte alte Kohlsuppe sagen. Meckere nur. Alles, was ich hier habe, ist diese abgestandene Fasssuppe und ein Gewürzregal, das seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr aufgefüllt wurde. Wie soll ich deiner Meinung nach was Besseres als diese Brühe kochen? Mal sehen. Schon probiert mit... Einen besseren Lieferanten würde ich zwar sagen, aber okay. Salz? Salz? Schmeckt es dir etwa nicht? Zu fad? Ich hab doch nicht zu viel Pfeffer reingemacht, oder? Ich denke nur, sie könnte etwas Salz vertragen. Über Geschmack lässt sich eben streiten. Wie faszinierend, nicht wahr? Er würzt die Suppe. Oh mein Gott. Können wir uns hier durchschleichen? Aber erstmal schauen, was der Doc eigentlich hier treibt. Das ist natürlich der junge Doc. Teambriefing, Emmett. Besprechung? Hör mir nur einen Moment zu. Irgendeine Idee, wie wir an den Fusel kommen? Fusel? Den Alkohol, Emmett. Ah, man könnte auf die Idee kommen, dass sich in einigen dieser Fässer Fusel verbirgt. Du hast wahrscheinlich recht, aber in welchen? Wenn ich an einige dieser Fässer herankäme, könnte ich sie wiegen und ihre relative Dichte vergleichen. Relative Dichte? Komm schon, Emmett. Kids Schläger werden uns keine Experimente an ihren Fässern durchführen lassen. Das stimmt wohl. Dann fragen wir den Mann dort hinter dem Tresen. Was? Haben Sie auch Fässer mit schwarz gebranntem Schnaps hier? Wie realistisch. Nun, ich dachte, wir würden es mit etwas Raffinesse angehen. Raffinesse. Richtig. Der junge Doc gefällt mir immer mehr, muss ich schon Wir sagen. kommen schon irgendwie an den Fusel. Ich denke weiter nach. Jo, dann kann es ja nur noch um Stunden handeln, wa? Wen mache das am besten? Ist sie jetzt salzig genug oder wie sieht's aus? Entschuldigung. Sprichst du mit mir? Ist hier sonst noch einer? Warum ist die Suppe in einem Fass? Weil sie sich vom Boden so schlecht schöpfen lässt? Du bist ja so nicht witzig. Okay, ich hätte da ein paar Ideen für die Suppe. Schieß los. Mal sehen. Schon probiert mit... Da bin ich mal gespannt. Chili-Pulver? Na, ich weiß nicht mal. Verleiht der Suppe vielleicht ein wenig Schärfe. Wird sie etwa kalt? Nein, ich meine sowas wie Chili-Pulver. Muy caliente. Ganz schön tough, der Junge, was? Ehrlich gesagt, mag ich es auch scharf. Aber es muss auch dem gemeinen Volk schmecken. Komm schon, eine kleine Prise wird schon niemanden umbringen. Ach komm, eine kleine Prise hat noch niemandem geschadet.
dem gemeinen Volk. Wer bist du, der König von England? Sieht mir eher von der Kleidung her wie der König von Schottland aus, aber ja. Gut, das ist ein bisschen abgelenkt. Die Frage ist, wie komme ich jetzt hier durch? Ich versuch's einfach mal. Nur Personal darf in die Küche. Wow. Hilfe! Ja klar, aber das sind jetzt... Ne, ich frage lieber nicht, wo sie versteckt hat. Okay Leute, das war's mal wieder... Ja, kann ich mal sprechen. Das war's mal wieder für diesen Part. Ich überlege gerade noch kurz, was ihr alles machen könnten, aber ich schätze mal, unsere Möglichkeiten sind ziemlich begrenzt. Okay, jetzt ein bisschen gewürzt. Wir müssen an diese Fässer rankommen. Die Frage ist bloß wie. Wir können ja mal versuchen, ihn daran kosten zu lassen. Da müsste er vom scharfen Chili, nicht wahr? Müsste davon abhauen, aber... Obwohl, jetzt könnten wir den Doc fragen, ob er uns da hinten die Tür aufmacht. Schleichen uns durch, aber... Das hört er garantiert. Okidoki, das Spiel bleibt relativ spannend. Wie es weitergeht, seht ihr im nächsten Part von... Genau, zurück in die Vergangenheit. Zurück in die Zukunft natürlich. Bis dann, ciao zusammen. Juhu!